Night-Racing auf der Planei. Was da neulich abgegangen ist auf der Planei, das war da wirklich eine Viecherei. Unser größter Slalom-Favorit hat sich gerettet ins Ziel mit dem Höllenritt. Dem Marcel hat's die Sprache und die Brillen verschlagen. Aber wie das passiert ist, man müsste den Servicemann fragen. Das Problem war ziemlich schnell geklärt. Es biegt eben manchmal was verkehrt. Dem Marcel ist das gegangen unter die Haut. Er ist aber cool geblieben, hat auf den zweiten Lauf gebaut. Mit viel Glück und seinem bravourösen Können konnte er noch viele Asse bezwingen und sogar nur den zweiten Platz erringen. Das war schon eine einmalige Situation und der Marcel wieder einmal der Stolz der Nation. Ein Glückskind ist er da allemal, weil der Skandal mit der Drohne war auch nicht ganz ohne. Und der junge Wikinger aus dem Norden macht dem Marcel auch große Sorgen. Momentan seien sie sich noch, wie mir scheint, im sportlichen Sinn ganz gute Freund. Aber wie lang tut der Frieden gut? Wenn der jetzt laufen gewinnt, dann brennt aber der Hut. Man darf sich bei der Disziplin keinen Fehler erlauben. Sonst wird der andere die Lorbeeren einklagen. Die Weltcup-Punkte sind schnell verspielt. Drum heißt's dranbleiben, ganz gezielt. Der Felix war auch eine Klasse für sich. Doch leider hat dem Brachtheit sein Namen kein Glück. Der erste Lauf war jedenfalls spektakulär. Der Sieg war ihm sicher, doch dann das bittere Malheur. Man hätte ihm den ersten Platz vergönnt und ihn von so manchem Ausfall versöhnt. Doch das Glück ist ein Vogel und fliegt schnell davon. Heut heißt's eben der Sieger Christofferson. Der schlagt zur Zeit seine Konkurrenz, ist überglücklich und man kennt's. Ja, so war's beim Night-Racing auf der Planei. Alles in allem war's eine Riesenviecherei.